Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020 und ja, das Mal geht es ab nach Mexiko. Ist jetzt das drittletzte Rennen, nachher kommt ja noch Brasilien und dann noch USA. Dann sind wir mit dieser Saison fertig und da kommt das neue Game raus, also da kommt ein F1 2021. Wir haben heute den 6. Juli, ich glaube es am 11. oder so kommt es raus, ich weiß gar nicht, wann das genau rauskommt. Nein, voll nicht, es kommt später raus. Aber ist auch egal. Jedenfalls machen wir es so, wir fahren jetzt die Saison fertig fahren. Also ich probiere jetzt gerade heute, an dem Tag, wo ich es jetzt aufnehme, am 6. Ich versuche jetzt gerade alle 3 Rennen aufzunehmen. Die nachher bis zum Release vom neuen Game rauszuhauen und dann nachher machen wir eine weitere Saison dann im neuen Game dann, also wir tun eigentlich die Saison jetzt so fortsetzen, als hätte es nie eigentlich einen Unterbruch gegeben. Also das ist so mein Plan, mal schauen, ob es funktioniert. Wir gehen jetzt hier mal eben wie gesagt, auf Mexiko, eine Strecke, die ich gar nicht gerne fahre. Ich finde die einfach nicht gut, ich hasse die Strecke. Also darum erwarte ich auch nicht zu viel, dass da etwas wird. Entwicklung machen wir ja nichts mehr, wobei spielt auch keine Rolle, weil wir in die US schon nicht hier weiterfahren. Ja, wir legen einfach los. Let's go! So, herzlich willkommen zum Blitz Qualifying. Ich bin vorher das Training gefahren, wie immer Streckenakklimatisierung und noch das Qualifying Tempo. Und bin auch schon noch einfach so ein bisschen fliegende Runden gefahren, weil ich denke, so ich fahre ein paar Runden, dass ich mich ein bisschen mehr mit der Strecke vertraut machen kann. Und ja, irgendwie hat es nicht geklappt. Also es ist schon einigermaßen gegangen, aber ich merke halt einfach so, dass ich die Strecke gar nicht mag zum Fahren und dementsprechend ist auch mein Fahrstil. Also ich kann nicht vom Rennen garantieren, ich hoffe es klappt alles. Ich denke, wir sollten schon ein paar Punkte holen fürs Team. Es wäre nicht schlecht, dass wir noch einen guten Abschluss machen in dieser Saison. Und ja, wir gehen jetzt ins Qualifying. Ich hoffe, es hat ein bisschen Grip, weil im ersten Training hatte es nicht viel Grip gehabt, im zweiten war es besser gewesen. Im Rennen kommt es dann regnen. Das ist so etwas, was mich gerade wieder ein bisschen ankotzt. Es kommt regnen und dann gegen Ende vom Rennen ist es dann wieder besser. Also es könnte spannend werden. Ich hoffe, ich fliege nicht ab, weil ich nehme keine Rückblende rein im Game. Also das heisst, wenn ich abfliege und irgendwie das Auto kaputt fahre, dann ist es auch kaputt. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Ja, hoffentlich klappt alles, ey. Holy shit. Wenn es hat, bin ich zufrieden eigentlich. So, let's go. Wir haben ja noch Motor alles ausgewechselt beim Fahrzeug, also der Motor ist eigentlich komplett neu. Ist das ein Renault gewesen? Oh, shit. Hat es mir jetzt vorher schon einen Geist von einem Renault angezeigt? Kann das sein? What the fuck? Oh, shit. Oh, shit, nein! Scheiße. Oh Mann. Ich habe noch gedacht, das Lenker vibriert mir ein bisschen zu stark. Scheiße. Ah, dammit. Okay. Ja, da wäre es mit dem Qualifying, das ist wahrscheinlich der letzte Platz. Dammit. Mit dem hätte ich jetzt, muss ich wirklich sagen, nicht gerechnet gehabt. Also, das Auto hat sich gut angefühlt. Ich glaube, es hat auch gerade so geholfen, was ist das gewesen? Ich weiß nicht, welche Kurven das sind, 4-5 etwa so dort. Ist eigentlich gut gewesen. Dann sind die S-Kurven gekommen und dann habe ich gemerkt, wie einfach die Vibration im Lenker so stark geworden ist. Und dann habe ich es halbes noch vermutet, jetzt fliege ich dann gerade weg. Scheiße. Hätte ich vom Gas gehen, dann wäre es besser gewesen. Es war einfach zu viel Kraft wahrscheinlich gewesen. Keine Ahnung. Ja, das ist der letzte Platz, aber mal schauen, was wir rausholen können. Es kommt ja regnen. Regen ist zwar gar nicht meine Stärke, aber wir schauen mal, wo wir landen. Just a moment. So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung oder am Grid besser gesagt. Wie wir dort unter dem Reifensack durchsehen, haben wir blaue Reifen drauf. Das heisst, das sind Full Wet, die sind sehr stark im Regen.
Und ja, wenn wir so schauen, wir sehen hier eben so, es sind 18 Runden. Also jetzt ist meine Facecam wahrscheinlich wieder drüber, aber es sind ja 18 Runden, wo wir fahren gesamthaft. Und ja, ich sage mal plus minus bei Runde 15, man sollte es eigentlich aufhören regnen, oder es sollte sogar schon, denke ich, bei Runde 6, 7, wo man sollte schon leichter Regen kommen. Wir schauen mal, wie sich das jetzt entwickelt. Wir bleiben auf dieser Strategie, dass wir eigentlich mit einem Reifen durchfahren. Wir nehmen Sprit mit für, keine Ahnung, ich nehme mal 18,5 mit, oder ja, 18,5, weil ich denke, ich will nicht viel mit Fettgemisch fahren. Und ja, dann legen wir los, hoffen wir das Beste, dass wir da gute Punkte holen noch. Regen wird sowieso schwierig werden jetzt, aber wir dürfen nie aufgeben. Let's go, der Start wird schon schwierig werden. Oh. Oh, shit, ich hätte gerne einen guten Start gehabt, ich musste das Gas lupfen, weil ich weggerutscht bin. Holy shit, ich sehe gar nicht, Mann. Oh, da ist schon gelb vorne. Oh, schon Safety Car. What the fuck? Oh mein Gott! Ja, ich weiss jetzt nicht, wo ich da durch muss, ganz ehrlich. Ich überhole jetzt einfach niemanden. Oh mein Gott, was ist da passiert? Ich hätte einfach durchfahren können, merke ich gerade. Wer ist rausgeflogen? Ich habe es einen Mercedes gesehen. Oh mein Gott. Okay, ja, einen überholt im Safety Car. Bottas ist draussen. Alter, wie krass, weil die erste Kurve schon gelb, weil da nicht mal IB involviert ist. Oh, ich muss so fein aufs Gas gehen. Es ist so, als würde ich da irgendwie mit dem kleinen Zechen nur so das Gaspedal drücken. Okay, ja, jetzt haben wir Safety Car. Das ist eigentlich nicht mehr so schlecht. Wir tun jetzt mal Mager rein. Oh shit, okay, da rutsche ich mal komplett weg. Ja, ich weiss, tut mir leid. Ich muss mich da gerade ein bisschen, orientieren. Weil ich bin, wie ihr wisst, absolut kein Regenfahrer. Aber ich versuche mein Bestes natürlich immer. Aber es ist nicht so einfach im Regen. Vor allem ohne Traktionskontrolle und alles. Ist alles ausgeschaltet, dann fährt sich das Ganze gerade ein bisschen schwieriger. Oh! Alter, ich gebe gar nicht Gas und er rutscht, weißt du? Oh mein Gott, die Kurve wird katastrophal werden im ersten Dings wieder, wenn es eröffnet wird. Ja, ich hole sie ein, ich probiere es, aber es ist gerade nicht so einfach, weil ich habe keinen Grip, gar nicht. Wow. Okay, ich glaube es... okay, es geht wieder los. Es geht wieder los, oh mein Gott. Oh shit, Alter, das wird so krass werden jetzt. Vor allem ich bin in der Kurve rein, wo ich starte. Also wenn ich jetzt abfliege, würde es mich nicht verwundern. Oh. Hey, der Dings hat mich überholt. Scheiße, was das für ein Restart ist. Wow, shit, das war richtig schlecht. Let's go, Mann. Aber jetzt holen wir die Sicher. Ich probiere es. Es kommt sicher wieder Geld da vorne. Aber es regnet nicht mehr so stark gerade. Es hat ein bisschen abgegeben. Oh, fuck, Alter. Nein! Oh, shit! Ah, nein! Oh, shit! Oh, Mann! Okay, so viel zu dem. Wir holen sie jetzt gerade wieder rein oder wir gehen jetzt alles und reissen die Siechen. Ich bin einfach kein Regenfahrer. Und es regnet auch nie in einer Formel 1-Saison so stark. Hä? Weltmeister Lewis Hamilton, Fahrerweltmeister. Hä, das ist doch das letzte Mal schon gekommen, in Austin, oder bin ich blöd? Der hat doch dort schon gewonnen.
Hä? Ich könnte schwören, das ist schon gekommen. Ich bin doch nicht blöd, das ist gekommen, das weiss ich. Oder ist das dort Dings gewesen? Fahrerwelt, also Dings gewesen, Teamweltmeisterschaft? Ah, okay, da hat es ein paar Strafen. Okay. Holy shit. Was ist da noch so passiert? Rennleitung, oh, nicht da, so eine Rennleitung wollte ich schauen. Nein, wo ist das, Amis? Ach, scheiße, das sieht man nicht. Oh, Lando Norris, Vierter geworden. Gut. Hat er mal endlich Punkte geholt, der Sieg. Okay, Nori und der Bottas sind rausgeflogen. Naja. Gut, ja, da würde ich mal sagen, das wäre es von dem Rennen. Das ist jetzt relativ schnell gegangen. Ich glaube, das Video wird extrem kurz sein. Aber ja, das nächste Rennen ist Brasilien. Das ist schon eher eine Strecke, die ich besser fahren kann oder die ich ein bisschen besser kenne. Aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, so wie ihr ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.